Herzlich willkommen zu unserer besonderen Dokumentation über die faszinierende Welt der Yamswurzel und ihre tiefgreifende Bedeutung in der Kultur der Igbos in Nigeria. Doch bevor wir fortfahren, hier einige wichtige Informationen. Igbo ist das richtige Wort, um das Volk und die Sprache der Igbo zu beschreiben, aber aufgrund technischer Schwierigkeiten werden wir Ibo verwenden, um sie zu repräsentieren. Diese Dokumentation unter der Leitung von Chris und Ruth Eze ist Teil des Beitrags des Euro-Africa Media Network für das Museum am Roten Baum, Kulturen und Kunst der Welt, Hamburg, Deutschland. Die einjährige Dauer der Ausstellung unterstreicht die Bedeutung dieses Ereignisses für das Museum. Die Sonderausstellung läuft vom 13. Dezember 2024 bis zum 2. November 2025. Sie sind herzlich eingeladen, die Sonderausstellung Yams-Altäre und ihre Bedeutung für die Igbos in Nigeria im Museum am Roten Baum in Hamburg zu besuchen. Wenn Sie keine Gelegenheit haben, die Ausstellung zu besuchen, können Sie sich mit diesem Video einen umfassenden Überblick über die Ausstellung über Yamswurzeln verschaffen, auch wenn es keinen tatsächlichen Besuch ersetzen kann. Yamswurzeln spielen eine zentrale Rolle in der Geschichte, Spiritualität und dem täglichen Leben der Igbos. Sie sind ein Symbol für Wohlstand, Fruchtbarkeit und kulturelle Identität. Begleiten Sie uns auf dieser Reise, um die Bedeutung der Yamswurzel zu entdecken. Unsere Dokumentation wurde durch die Sonderausstellung 1000 Töpfe, was Essen uns angeht, im Museum am Roten Baum, Kulturen und Künste der Welt in Hamburg inspiriert. Das Museum am Roten Baum ist eines der ältesten Museen der Stadt und beherbergt eine umfangreiche Sammlung von kulturellen Artefakten aus aller Welt, darunter viele aus Nigeria und anderen afrikanischen Ländern. Während unserer Recherche für diese Dokumentation sind wir auf ein besonders faszinierendes Objekt gestoßen, einen Yam-Altar aus Igbo-Land. Leider gehörte dieses Stück zu den geplünderten Kulturgütern aus dem Igbo-Land und die meisten dieser Kulturgüter wurden während der Kolonialzeit aus Afrika geraubt. Infolgedessen gingen viele Details zu diesen Gegenständen verloren und wurden nicht angemessen dokumentiert. Dieser Altar, der Teil der Sammlung des Makak ist, zeugt von der spirituellen Bedeutung der Yamswurzel in der Igbo-Kultur und ihrer zentralen Rolle in religiösen Zeremonien. Durch die Auseinandersetzung mit Objekten wie dem Yam-Altar können wir, ähnlich wie bei den Benin-Bronzen, ein tieferes Verständnis für die Kulturen gewinnen, aus denen sie stammen, und einen Beitrag zur Aufarbeitung der Geschichte des Kolonialismus leisten. Yamswurzeln, ein Sammelbegriff für Pflanzenarten der Gattung Dioscorea, sind in vielen Teilen Afrikas ein Grundnahrungsmittel und spielen eine besonders wichtige Rolle in Westafrika, einschließlich Igboland. Die essbaren Knollen der Yamswurzel sind reich an Kohlenhydraten, Vitaminen und Mineralstoffen und bilden, ähnlich wie bei uns die Kartoffel, die Grundlage für eine Vielzahl von Gerichten. Doch die Bedeutung der Yamswurzel geht weit über ihren Nährwert hinaus. In der Igbo-Kultur und anderen westafrikanischen Gesellschaften ist sie tief in der Geschichte, Spiritualität und sozialen Ordnung verwurzelt. Yamswurzeln symbolisieren Wohlstand, Status und Fruchtbarkeit und werden oft mit Stärke, Männlichkeit und kultureller Identität assoziiert. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich die Yamswurzel zu einem integralen Bestandteil des Lebens in Westafrika entwickelt. Ihre kulturelle Bedeutung prägt Kunst, Musik, Folklore und religiöse Praktiken. Die Geschichte der Yamswurzel in Westafrika reicht Jahrtausende zurück und ist eng mit der Entwicklung der Landwirtschaft und der menschlichen Zivilisation in der Region verbunden. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass Yamswurzeln bereits in der Jungsteinzeit vor etwa 10.000 Jahren in Westafrika gesammelt und genutzt wurden.
Die Domestizierung der Yamswurzel, also die gezielte Kultivierung und Züchtung durch den Menschen, begann wahrscheinlich vor etwa 5000 Jahren im Gebiet des heutigen Nigeria und Kamerun. Der Anbau von Yamswurzeln ermöglichte es den Menschen, sesshaft zu werden und größere Gemeinschaften zu bilden, ähnlich wie die Einführung des Ackerbaus in Mitteleuropa. Die nahrhaften Knollen der Yamswurzel boten eine zuverlässige Nahrungsquelle und trugen zur Entwicklung komplexerer sozialer Strukturen und kultureller Praktiken bei. Was sind Yam-Altäre, werden Sie sich fragen. Vor der Kolonialisierung spielten Yamswurzel-Altäre eine entscheidende Rolle im kulturellen Leben der Igbos. Als die Yamswurzel immer weiter verbreitet war, wurde sie wegen ihres Nährwerts geschätzt und zu einem Symbol für Wohlstand, Status und kulturelle Identität. Yamswurzeln sind tief in den Bräuchen und Ritualen der Igbo-Kultur verwurzelt. Sie spielen eine zentrale Rolle bei traditionellen Zeremonien, Ahnenverehrung und spirituellen Praktiken. Bei vielen Ritualen werden Yamswurzeln als Opfergaben dargebracht, um die Götter zu ehren, um ihren Segen zu bitten oder um für eine reiche Ernte zu danken. Yamswurzeln werden auch bei Reinigungszeremonien verwendet, um böse Geister abzuwehren und Glück und Wohlbefinden zu bringen. In der traditionellen Medizin der Igbo werden Yamswurzeln zur Behandlung verschiedener Krankheiten eingesetzt. Yamswurzeln spielen auch eine wichtige Rolle bei Initiationsriten und Übergangsritualen. Als Chris Ese, der Direktor von Euro-Africa Media Network, kürzlich das Hamburger Museumsdepot besuchte, erinnerte er sich daran, dass es diese Altäre in vielen Familien im Südosten Nigerias nicht mehr gibt. Der Grund dafür ist die Christianisierung und die anschließende Zerstörung, die ähnlich wie während der Inquisition im mittelalterlichen Europa erfolgte. Das ist sehr bedauerlich, denn diese Altäre wurden von den Vätern und Familienoberhäuptern geerbt und sollten als kulturelle Gegenstände in der Familie verbleiben und nicht für externe Zwecke verwendet werden. Die Ankunft der Europäer in Westafrika im 15. Jahrhundert und die darauffolgende Kolonialisierung hatten auch Auswirkungen auf den Anbau und die Bedeutung der Yamswurzel. Die Europäer brachten Plantagen und neue Feldfrüchte wie Mais und Maniok nach Westafrika, die in einigen Regionen die Yamswurzel als Hauptnahrungsmittel teilweise verdrängten, ähnlich wie die Kartoffel im 18. Jahrhundert in Deutschland an Bedeutung gewann. Dennoch behielt die Yamswurzel ihre kulturelle und soziale Bedeutung für die Igbo und andere Völker Westafrikas. Nach der Unabhängigkeit der westafrikanischen Staaten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlebte die Yamswurzel eine Renaissance. Heute ist die Yamswurzel nicht nur ein wichtiges Nahrungsmittel in Westafrika, sondern auch ein bedeutendes Exportgut, dank der lebendigen afrikanischen Gemeinschaft in der Diaspora. Igboland, reich an fruchtbaren Böden und vielfältigen Ökosystemen, ist die Heimat einer breiten Palette von Yamssorten vergleichbar mit den zahlreichen Apfelsorten, die in Deutschland angebaut werden. Jede Sorte hat ihre eigenen einzigartigen Eigenschaften, die sie für bestimmte Zwecke und kulinarische Zubereitungen geeignet machen. Die Sorten unterscheiden sich in Farbe, Form, Größe, Geschmack und Textur. Diese Vielfalt spiegelt nicht nur die Anpassungsfähigkeit der Yamswurzel an unterschiedliche Umweltbedingungen wider, sondern auch das tiefe Wissen der Igbo-Bauern über die selektive Züchtung und den Anbau dieser Nutzpflanze. Über Generationen hinweg haben sie Sorten ausgewählt und kultiviert, die ihren Bedürfnissen und Vorlieben entsprechen, ähnlich wie deutsche Bauern über Jahrhunderte hinweg die für ihre Region am besten geeigneten Kartoffelsorten gezüchtet haben. Unter den zahlreichen Yams-Sorten, die in Igboland angebaut werden, nimmt Dioscorea rotundata, auch bekannt als weiße Yamswurzel oder Ji-Igwe in der Igbo-Sprache, einen besonderen Stellenwert ein. Sie ist die am weitesten verbreitete und beliebteste Sorte und wird für ihren Geschmack,
ihre Vielseitigkeit und ihre kulturelle Bedeutung geschätzt, vergleichbar mit dem hohen Stellenwert der Sorte Linda unter den deutschen Kartoffelfreunden. Die Dioscorea rotundata zeichnet sich durch ihre weiße bis cremefarbene Knolle aus, die von einer rauen, braunen Schale umgeben ist. Sie hat einen milden, leicht süßlichen Geschmack und eine mehlige Textur, die sich gut für verschiedene Zubereitungsarten eignet. Ihre Vielseitigkeit macht sie zu einem Grundnahrungsmittel in der Igbo-Küche und zu einem unverzichtbaren Bestandteil von Festmahlen und Alltagsgerichten. Der Anbau von Yamswurzeln in Igboland ist nicht nur eine landwirtschaftliche Tätigkeit, sondern ein komplexes System von Wissen, Praktiken und Traditionen, das von Generation zu Generation weitergegeben wird, ähnlich wie die Tradition des Weinanbaus in deutschen Familien. Es erfordert ein tiefes Verständnis der Böden, der Jahreszeiten und der Bedürfnisse der Pflanzen. Die Anbaumethoden variieren je nach Region und den spezifischen Umweltbedingungen. In der Regel beginnt die Pflanzsaison mit dem Einsetzen der Regenzeit, wenn der Boden ausreichend Feuchtigkeit hat. Die Bauern bereiten das Land sorgfältig vor, indem sie es umgraben und Beete anlegen. Die Yamswurzeln werden durch das Einpflanzen von Knollen oder Stückstecklingen vermehrt. Während des Wachstums benötigen die Pflanzen sorgfältige Pflege, einschließlich Jäten, Anhäufeln und Schutz vor Schädlingen und Krankheiten. Obwohl der Anbau von Yamswurzeln in Igboland traditionell als Männerdomäne gilt, spielen Frauen eine entscheidende Rolle in allen Phasen des Prozesses, von der Pflanzung bis zur Ernte und Verarbeitung. Sie sind an der Vorbereitung des Bodens, der Pflege der Pflanzen und der Ernte der Knollen beteiligt. Darüber hinaus sind sie für die Lagerung, Verarbeitung und Zubereitung der Yamswurzeln verantwortlich, die die Grundlage für die Ernährung der Familie bilden. Sie sind die Hüterinnen traditioneller Rezepte und Zubereitungsmethoden, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Trotz ihrer Bedeutung steht der Yamswurzelanbau in Igboland vor Herausforderungen. Der Klimawandel, Bodendegradation, Schädlinge und Krankheiten bedrohen die Erträge und die Lebensgrundlagen der Bauern, ähnlich wie die deutschen Winzer mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen haben. Darüber hinaus führt die Abwanderung junger Menschen aus ländlichen Gebieten zu einem Mangel an Arbeitskräften in der Landwirtschaft. Um die Zukunft der Yamswurzel in Igboland zu sichern, sind innovative Lösungen und nachhaltige Anbaumethoden erforderlich. Bildungsprogramme und kulturelle Initiativen können dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedeutung der Yamswurzel für die Igbo-Kultur zu schärfen. Das New Yam Festival, bekannt als Iriji oder Iwaji in der Igbo-Sprache, ist eines der wichtigsten und farbenprächtigsten Feste in Igboland, vergleichbar mit dem Oktoberfest in Bayern. Es markiert den Höhepunkt des landwirtschaftlichen Jahreszyklus und feiert die Ernte der ersten Yamswurzeln. Jenseits ihrer Rolle als Nahrungsmittel ist die Yamswurzel in der Igbo-Kultur von tiefer spiritueller Symbolik durchdrungen. Bei vielen Familienritualen werden Yamswurzeln auf Hausaltären dargebracht. Die Ibo glauben, dass die Ahnen durch den Verzehr der Yamswurzel an den Festmahlen der Lebenden teilhaben. Die Yamswurzel wird so zu einem verbindenden Element zwischen den Generationen. Sie ist nicht nur ein Nahrungsmittel, sondern ein heiliges Symbol, das die Ibo mit ihren Ahnen verbindet. Es ist eine Zeit der Freude, des Dankes und der Erneuerung, in der die Igbo ihre Dankbarkeit für die Gaben der Erde zum Ausdruck bringen und die Götter und Ahnen für eine reiche Ernte ehren. Während des New Yam Festivals werden die ersten geernteten Yamswurzeln den Göttern und Ahnen geopfert, um ihren Segen für die kommende Erntezeit zu erbitten. Familien versammeln sich, um traditionelle Gerichte aus Yamswurzeln zuzubereiten und zu genießen, darunter Fufu, geröstete Yamswurzeln und Yamswurzelsuppe. Das Ahianjoku-Fest wird jährlich zu Ehren von Ahianjoku gefeiert.
Es ist ein Höhepunkt im spirituellen Kalender der Igbo. Es findet vor dem New Yam Festival statt und dient der Vorbereitung auf die Erntezeit. Die Igbo danken Ahianjoku für die Ernte und bitten um Segen für die kommende Saison. Das Fest ist geprägt von Musik, Tanz und ausgelassener Stimmung. Maskierte Tänzer führen traditionelle Tänze auf. Es ist ein wichtiges soziales Ereignis, das die Gemeinschaft stärkt. Eine Zeit der Freude und des Feierns. Jetzt zeigen wir 5 beliebte und köstliche Igbo-Yamswurzelrezepte. Erstens gestampfte Yamsfufu Utaraji in Igbo-Sprache, Iyan in Yoruba, Yam-Püree auf Deutsch. Yamfufu ist ein Gericht vergleichbar mit festem Kartoffelpüree, das durch Kochen der Yamswurzel und Stampfen hergestellt wird, bis sie dehnbar und geschmeidig ist. Es wird oft mit traditionellen Suppen wie Egusi, Okra oder Ogbono-Suppe serviert. Zweitens Yam-Eintopf Ji-Miri Oku, Igbo. Dies ist ein schmackhaftes, herzhaftes Gericht, bei dem Yamswurzeln in einer Soße auf Gemüse- und Pfefferbasis gekocht werden, die mit Gewürzen abgeschmeckt und oft mit Gemüse oder Fisch, Fleisch oder beides kombiniert wird. Drittens gebratene Yamswurzel. Gebratene Yamstücke sind außen knusprig und innen zart. Sie werden oft mit einer würzigen Dipsoße oder gebratenem Fisch serviert. Viertens Yamswurzel und Eier. Yam mit Eiern ist ein einfaches, aber köstliches Gericht aus gebratenen Eiern mit Tomaten, Zwiebeln und Paprika, das zusammen mit gekochten Yamswurzeln serviert wird. Fünftens Yamswurzel-Pfeffersuppe, auch bekannt als Yam Pepper Soup oder Yam- und Fischsuppe, ist eine würzige, aromatische Suppe aus Yamswurzeln und Fleisch oder Fisch, gewürzt mit nigerianischen Gewürzen und Paprika. Sechstens nigerianischer Yam Porridge, in der Igbo-Sprache Ji Agworo Agwo, ist ein herzhaftes und cremiges Gericht aus weichgekochten Yamswürfeln in einer würzigen Tomaten-Pfeffersoße. Traditionell wird es mit Palmöl, Blattgemüse und optionalen Zutaten wie Fisch oder Garnelen verfeinert. Yam Porridge bietet ein perfektes Gleichgewicht von Aromen und Texturen und ist ein beliebtes Komfortgericht in der nigerianischen Küche. Jetzt haben wir einige Vorschläge, wie Sie nigerianische Yamswurzeln mit einer deutschen Note kombinieren können, um neue und aufregende kulinarische Erlebnisse zu schaffen. Nummer 1. Kombinieren Sie das nigerianische Yam-Püree mit einer klassischen Bratwurst und einer würzigen Senfsoße für eine herzhaft deftige Kombination. Nummer 2. Servieren Sie knusprig gebratene Yamstücke mit traditionellem Sauerkraut und einer scharfen Paprikasauce für einen interessanten Mix aus afrikanischen und deutschen Aromen. Nummer 3. Verfeinern Sie den nigerianischen Yam-Eintopf mit Mettwurst und typisch deutschem Wurzelgemüse wie Karotten und Sellerie für ein deftiges, wärmendes Gericht. Nummer 4. Kombinieren Sie ein beliebiges deutsches Gericht mit nigerianischem in Ei gebratenem Yam, um eine leichte, aber sättigende Mahlzeit zu kreieren. Nummer 5. Die würzige Yam-Pfeffersuppe erhält eine deutsche Note, indem man sie mit Sauerkraut serviert und dazu frisches Bauernbrot reicht. Nummer 6. Erweitern Sie den nigerianischen Yam-Eintopf durch die Zugabe von geräuchertem Kasseler und deutschen Erbsen für eine Fusion von rauchigen und herzhaften Geschmacksnoten. Nummer 7. Genießen Sie gebratene Yam mit einer klassischen deutschen Rahmsoße und saisonalem Spargel für eine elegante und schmackhafte Mahlzeit. Nummer 8. Lasagne mit Käse, Lachs und viel Gemüse. Diese Kombinationen schaffen eine einzigartige Mischung aus nigerianischen und deutschen Aromen und bieten ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis. Gesundheitliche Vorteile von Yamswurzeln. Ernährungswissenschaftliche Forschungen zu Yamswurzeln zeigen, dass diese den Cholesterinspiegel senken und das Risiko von Herzerkrankungen reduzieren können.
Die Ballaststoffe in Yamswurzeln helfen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren und Typ-2-Diabetes vorzubeugen. Sie fördern die Darmgesundheit und können Verstopfung vorbeugen. Yamswurzeln enthalten Antioxidantien, die das Risiko chronischer Krankheiten reduzieren. Sie haben entzündungshemmende Eigenschaften und können Arthritis-Symptome lindern. Yamswurzeln sind eine wertvolle Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung. Im Vergleich zu anderen gängigen Grundnahrungsmitteln wie Kartoffeln, Reis und Mais weisen Yamswurzeln einige ernährungsphysiologische Vorteile auf. Sie enthalten im Allgemeinen mehr Ballaststoffe und Kalium und haben einen niedrigeren glykämischen Index, was bedeutet, dass sie den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen lassen. Yamswurzeln sind außerdem eine gute Quelle für Vitamin C, das in vielen anderen Grundnahrungsmitteln nur in geringen Mengen enthalten ist. Im Gegensatz zu raffiniertem Reis oder Weißbrot, die oft mit Nährstoffen angereichert werden müssen, sind Yamswurzeln von Natur aus reich an wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Wahl der besten Kohlenhydratquelle vom individuellen Gesundheitszustand, den Vorlieben und dem jeweiligen kulturellen Kontext abhängt. Wenden Sie sich immer an einen Gesundheitsspezialisten, wenn Sie einen Rat in dieser Hinsicht benötigen. Unsere Reise durch die Welt der Yamswurzel zeigt die tiefe Verbundenheit der Igbo-Kultur mit dieser Pflanze. Mehr als nur Nahrung verkörpert die Yamswurzel die Essenz des Lebens, verwoben mit Natur, Spiritualität, sozialen Strukturen und Beginn und Ende der Jahreszeiten. Obwohl die Igbo-Gesellschaft im Wandel ist, hat die Yamswurzel ihre kulturelle Bedeutung bewahrt. Sie bleibt ein zentraler Bestandteil des Lebens der Igbo. Dieses Video wurde von einem interkulturellen Paar geschrieben und produziert, das seit mehr als 20 Jahren mit Begeisterung und Leidenschaft in diesem Bereich tätig ist. Ruth E.C., Logopädin in Hamburg und Dozentin zum Thema interkulturelle Kompetenzen in der Logopädie in einer Gesellschaft der kulturellen Vielfalt, und ihr Ehemann Chris Ifeanyi-Eze, Journalist, Gesundheitsexperte für Paraplegiologie, Autor und Dozent für Vielfalt und interkulturelle Kompetenz sowie Direktor des Euro-Africa Media Network. Weitere Informationen zu gesundheitsbezogenen Themen im Umgang mit Ernährung und kultureller Vielfalt im Gesundheitswesen findet ihr in meiner neuen Publikation mit dem Titel »Kulturelle Vielfalt auf dem Teller verstehen. Wie beeinflusst Kultur unsere Ernährung und Gesundheit?« Dieses Buch bietet Antworten, wertvolle Einblicke und praktische Strategien für Experten im Gesundheitswesen, um kulturelle Vielfalt im Ernährungsmanagement effektiv anzugehen und zu integrieren. Jetzt erhältlich. Das Gesundheitswesen transformieren, Vielfalt feiern, Leben verbessern. Kulturelle Vielfalt auf dem Teller verstehen ist ein umfassender Leitfaden, der sich mit der vielschichtigen Beziehung zwischen kulturellen Ernährungstraditionen und ihren Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden befasst. Verpasse nicht die Chance, dein Wissen zu erweitern und einen positiven Einfluss auf dein Leben und das Leben anderer zu haben. Dieses Buch ist nicht nur für Experten gedacht. Es ist ein großer Leitfaden für alle, die mehr über den Einfluss von Kultur und Ernährung auf die Gesundheit erfahren möchten. Reserviere jetzt dein Exemplar, indem du auf den Link in der Beschreibung klickst oder den QR-Code scannst. Für Infos zum Thema Gesundheit und weitere lehrreiche Beiträge wie diesen abonniert und teilt bitte unseren Kanal. Bis dann, wir sehen uns in unserem nächsten Gesundheitsvideo.